Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir hier im alten Fabrikgebäude zusammen mit dem David die ganze Infizierte ausgerahmt haben, beziehungsweise niedergemacht haben. Und er hat hier zwei von seinen Leuten gefunden. Das ist ein Batteriewechsler. Ja, er hat hier zwei tote Leute von seiner eigenen Gruppe gefunden, die da hinten irgendwo auf dem Podest liegen. Und wir haben uns hier, wie ihr sehen könnt, oder immer noch sehen könnt, richtig gut mit einer Clicker und mit einer Runner hier amüsiert. Und jetzt geht's weiter. Hör mal, Keine Infizierten. keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und Ja. nach unserem Vieh schauen. Wieder ab in die Hütte. Die man hier noch so sehen kann. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Runter Fall gehen. mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst es nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Tja, da haben wir jetzt erfahren, dass die Leute, die uns in der Uni gejagt haben, hier die Leute von David waren. Dass der DNA-Führer ist. Los, weg hier. Und dass es erst ein paar Wochen her ist, seit den Ereignissen. Komm schon. Also mir scheint wohl auch im späten Herbst gewesen zu sein. Und ja, bei dem Schnee, die werden wahrscheinlich die Spuren verfolgen können. Komm mit. Außer es schneit so heftig, dass es verwischt ist. Aber ich glaube eher nicht, wenn die sich schnell auf die Socke machen. Okay. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Jetzt wissen wir auch, dass der noch Okay, heb lebt. deinen Arm. Uah. Scheiße. Wie das aussieht. Aber Antibiotika allerhöchst die Eisenbahn. Dann mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel.
Ist aber eigentlich auch schon sehr rührend, wie sie sich um ihn jetzt kümmert, finde ich. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Ja. Dann müssen wir das wohl machen, damit die nicht an den Joel drankommen. Lauf. Sind wir sicher, dass sie hier ist? Die ganze Straße sind Pferdespuren. Sie ist hier. Hey, ich hab sie! Ich kann den Arsch weg! Hey, schieß sie! Aber David hat gesagt, Lauf! Dann sind wir jetzt wieder im Spiel und müssen einfach nur reiten. Wir werden hier von der Handlanger von David schon verfolgt. Dann passiert uns also mit das und dann können wir nur mit Viereck wegstumpern. Ja, das war's dann nur am Schütze. Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher! Ja, die Ellie startet hier die Ablenkungsmanöver, damit sie von Joel weggelockt werden. Weil dann würden sie 100%ig umbringen, aber auch bei der Ellie machen sie keine scheute Vorsicht, den Befehl von David zu widersetzen. Gehen wir hier durch, bevor wieder der Typ sich an unseren Callus hängt. Die wollen mich echt umbringen. Ja, sieht so aus. Scheinen sich bei ihrem A-Führer zu widersetzen. Pferd, das heißt Pferd! Wollen sie auf den Callus schießen. Und das hat jetzt auch geklappt. Oh, scheiße. Jetzt hier ist unser getreuer Callus, den können wir jetzt auch knicken. Oh Mann. Der hat's auch nicht überlebt. Scheiße. Oh, Okay. der Arme. Ich mag normalerweise Pferde nicht so sehr, aber bei dem, ja, der hat schon einiges mitgemacht und geholfen. Hat auch durch seinen Namen Persönlichkeit gehabt, deswegen ist das wieder was anderes bei dem. Wieder ein vertrautes Gesicht verloren. Na dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, uns hier vor der Handlanger zu verstecken. War es ganz gut, dass wir da nochmal geflattert haben, was ging. Jetzt müssen wir uns da mit dem David seine Buwe rumschlagen. Mal da nochmal reingehen. Und die werden jetzt auch ausschwärmen und noch der Ellie suchen. Da noch ein Nachelbomb. Und da noch ein Molly machen. Super, super. Da wieder Zeug parat. Können wir aber, glaube ich, nicht raus, oder? Ne, schade. Müssen wir da entlang. Aber da uns Menschen jagen, die Sache Licht erstmal ausmachen. Dann haben wir noch einen Müsli-Riegel, den wir uns rein pfeffern können. Da noch ein Pfeil. Ja, die sollten mal lieber vorsichtig sein. Ihr habt es wahrscheinlich nicht so gut gehört, leider. Aber es hieß, jo, so ein kleines Mädel, aber trotzdem vorsichtig sein. David will sie lebend haben und so weiter und so fort. Und da hätte die Sache, die kommen jetzt sowieso hier bei uns in die Gegend rein. Wir versuchen es jetzt mal Munitionssparen zu machen. Da kommt schon der erste Typ rein. Da drüber ist noch einer unterwegs. Pille können wir uns so leider nicht föhnen, von daher müssen wir das so erledigen. Ja, da kommt schon der erste Kerl. Können wir mit unserem getreuen Butterfly-Messer fertig machen. Ja. Gut, der erste Kerl ist fertig. Und ich glaube... Hämmer? Nee. Noch nicht. Gut, dann warten wir, bis der Typ herkommt. Weil der wird dann die Leiche sehen und ist von der Leiche dann erstmal Miese abgelenkt. Drecksau! Ja.
Der kümmert sich um die Leichen. Dann können wir uns um ihn kümmern. Oh, mieses Arschloch. Auf der Ellie ihr charmant die Art und Weise. Und Oh nein! kommt schon der dritte. Ich glaube, den vierten kriegt man nämlich heimlich hier. Aber den auf jeden Fall noch. Drecksack. Ja, könnte doch sein, dass wir den vierten auch noch kriegen. Ja, der hat sich echt gar nicht drum gekümmert, okay. Na gut. Das lief doch bisher besser als erwartet. Die ist Sarah. Ja, und dennoch fertig. Jawohl. Okay. Wo gehe ich lang? Erstmal dort hier, weil es hier noch was gibt. Und zwar gibt es hier noch einen Firefly-Anhänger. Und wo sind sie? Und das gehört zum Paul D. Brown. Oder Paul D. Brown. Dagobert wahrscheinlich. Wunderbar, dann müssen wir jetzt hier nur noch warten, bis die anderen Typen kommen. Aber ich gucke erstmal, ob der Kerl noch was hat. Aha, der Pfeil hat es überlebt. Aber er selber hat nichts mehr bei sich gehabt. Okay. Ja, das lief doch prima. Ich hätte nicht gedacht, dass das so heimlich funktioniert. Aber wir wollen doch auch irgendwie ins Feeling einsteigen. Das ist ja auch unser Aufgabe, dass wir hier primär uns ein Feeling von dem Spiel hergeben. Deswegen wollte ich das auch unbedingt jetzt heimlich versuchen. Weil an der Stelle, die ich als 14-jähriges Mädel oder 13 oder wie alt es sein soll, die ich bestimmt nicht der offene Kampf mit so vielen Typen suche. Oh, da haben wir noch hier was genascht. Da haben wir nochmal Zutaten zum Basteln. Und dann können wir gleich noch eine Nachtelbombe machen. Ja, prima. Sorry übrigens, falls ich mich ein paar Mal in der letzten Teile und in dem Teil hier geräuspert habe. Das ist halt viel in einer Aufnahme basiert und ich bin so ein bisschen von unserem guten Herbstwetter hier angeschlagen. Insofern nimm ein bisschen Rücksicht auf mich, wenn ich da am Rumräuspern und am Rumkrakele bin oder falls ich nicht allzu frisch klingen sollte. Wie gesagt, der gute Herbst ist schuld. Aber wir sind hier ja schon im Winter. Und ich will erst gar nicht wissen, wie die ganze Zeit Rotznase ziehen. Also von daher zu einer Welt. Wow. Die Sache. Hier kommt der nächste große Part, wo die Buwe ausschwärmen. Deswegen mache ich hier meinen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Machen's gut, ihr liebe Leute.